Kommst mit auf eine kleine Reise, auf einen Besuch ins Schlummerland. Heute zeigt der Flick den Fanian einen Ort, den er entdeckt hat. Er nimmt sie mit zu einem Wasserfall. Und hinter dem Wasserfall hat es eine Höhle, wo die beiden zusammen einschlafen können. Also, dann machst du jetzt so bequem, wie es nur geht. Und dann machst du deine Augen zu. Der Ort, wo du bist, ist immer noch da, auch wenn du die Augen zu hast. Und jetzt stellst du dir vor, dass irgendwo da in der Nähe um dich herum eine Tür siehst. Eine Tür mit einer Türfalle. Wenn du jetzt die Türfalle abdrückst und durch die Türe durchgehst, bist du da, im schönsten Land, das es gibt, im Schlummerland. Der Flick wacht auf in seinem Pflanzenzimmer und streckt sich. Die Augen hat er noch zu und ganz langsam macht er feine Bewegungen. Die ersten Bewegungen vom Tag. Der Flick ist ein junger Munz und er wohnt im Schlummerland in einem runden Haus, wo ganz mit Pflanzen bewachsen ist. Das Haus liegt am Ufer von einem grossen blauen See. Munz, das sind lustige Wesen mit verstrubbelten Haaren am ganzen Körper. Sie sind sehr eigenwillig und machen jeden Tag das, wo sie am meisten Lust drauf haben. Bei den Munz ist es so, dass sie am Morgen verwachen und das erste Mal in sich hineinhören. Sie fragen sich dann, nach was ihnen heute der Sinn steht, wie sie sich fühlen. Und dann, je nachdem, ob ihr Gefühl fröhlich, traurig oder vielleicht abenteuerlustig ist, entscheiden sie, was sie als nächstes machen wollen. Auch der Flick macht das so. Und als er heute am Morgen in sich hineinhört, merkt er, wie ihn im Bauch etwas stüpft. Er spürt ein Kribbeln, das von seinem Bauchnabel ausströmt und sich im ganzen Körper verteilt. Das Gefühl macht ihn aufgeregt und sein Herz fängt ein bisschen schneller an zu pöpperlen. Es ist ein sehr schönes Gefühl. Wo der Flick die Augen aufmacht, sieht er, dass die Sonne ganz mild und wohlig in sein Zimmer scheint. Und da weiss er, heute ist der Tag, wo er der Fanian seine Entdeckung zeigt. Die Entdeckung, die hat er nämlich schon vor einer Weile gemacht. Aber bis jetzt hat er die Fanian noch nicht an den Ort mitgenommen. Er wollte auf den richtigen Moment warten. Und der ist jetzt gekommen. Der Flick freut sich richtig, als er in seinem Bett aufsitzt, aus seinem Pflanzenzimmer kräsmet und auf dem sandigen Boden vorne dran landet. Beschwingt macht er sich auf den Weg. Auf zu seiner Freundin Fanian. Er spaziert in den Wald hinein, der hinter seinem Pflanzenzimmer anfängt, und saugt die feine, frische Morgenluft ein. Der Weg zu der Fanian führt durch den sonnengesprenkelten Wald und dem Flick begegnet ganz ein Haufen Tierli. Einmal sieht er ein Eichhörnli einen Baum drauf flitzen und es hat sehr viele Vögel, die in den Ästen sitzen
und ihre ganz eigenen Melodien zwitschern. Wo der Flick bei der Fanian ankommt, ist sie schon fertig zum Losgehen. Es ist, wie wenn sie auf den Flick gewartet hätte. Auch sie hat nämlich heute Morgen beim Verwachen das Kribbeln gespürt und sich gerade nach dem Aufstehen parat gemacht. Dazu gehört bei der Fanian auch, dass sie sich eine Haarfarbe und eine Frisur gezaubert hat. Munds können nämlich zaubern, indem sie mit dem Finger ganz fein auf den Bauchnabel klöpfeln. Heute hat sich die Fanian ihre Haare am Körper ganz farbig gezaubert. Also so richtig farbig. Jedes einzelne von ihren Haaren hat eine andere Farbe. Wenn sie sich bewegt und das Sonnenlicht auf sie scheint, dann schillert ihr Fell in allen möglichen Tönen. Sie strahlt den Flick an, wo sie ihn sieht, auf sich zukommen. «Hoi, Flick», sagt sie. «Ich bin parat. Ich habe uns auch schon einen kleinen Proviant eingepackt. Ein körnliches Brot, das ich gebacken habe. Und die kleinen, pinken Äpfel, die du so gerne hast.» Die Tasche mit dem Proviant hat sie sich schon über die Schulter gehängt und auf dem Kopf prangt ein grosser, grüner Hut aus Stoff. «Fanian», sagt der Flick feierlich, «ich zeige dir heute einen Ort, wie du ihn noch nie gesehen hast.» Er merkt, wie der Fanian ihre Augen aufleuchtet vor Gewunder. Der Flick möchte ihr noch nicht ganz verraten, wo das sie hergehen. So, dass es für die Fanian eine Überraschung ist. Damit ist sie einverstanden. Die beiden spazieren los, durch den Wald, wo der Fanian ihr Baumhaus ist, aus dem Wald raus und über eine weite Wiese. Von dort aus geht es weiter Richtung Berge. Sie kommen zu einer Landschaft, wo es fast keine Bäume mehr hat, dafür sehr viele Steine in allen Grössen und Formen. Die Steine sind bewachsen mit kleinen Fleckchen aus flachem Moos, wo glitzern im Sonnenlicht. Der Flick und die Fanian laufen auf einem Weg aus feinem Sand. Manchmal klettern sie auch über den einen oder über den anderen Stein drüber. Beide Munds sind voller Vorfreude und Tatendrang. Die Fanian ist gespannt, wo der Flick sie anführt. Und der Flick ist freudig darauf, um der Fanian den Ort zu zeigen. Zwischen zwei grossen, grün bewachsenen Steinen haltet der Flick an. Und auch die Fanian macht eine Pause. Die beiden müssen ein Momentchen verschnaufen. Dann zeigt der Flick mit seinem tapsigen Mundsfinger an die Felswand, die vor ihnen aufragt. Und die Fanian schaut rauf, dort an, wo sein Finger her zeigt. Dort oben sieht sie einen Wasserfall. Von ganz zoberst oben fließt in einem breiten Vorhang Wasser die Felswand durchab und verdeckt den Stein dahinter. Wo das der Wasserfall endet, sieht Fanian nicht genau. Sie strahlt den Flick an. «Ein Wasserfall!» flüstert sie fasziniert. Der Flick nickt. «Komm, wir gehen ein bisschen näher ran.» Der Flick spürt das Kribbeln im Bauch jetzt ganz fest. Es ist die Vorfreude darauf, um den Fanian den Ort beim Wasserfall zu zeigen. Und er ist auch ein bisschen stolz,
dass er seine Entdeckung mit ihr teilen kann. Ein Lieblingsort haben ist ja schon für sich etwas sehr Tolles. Und den dann jemandem zeigen, das spürt der Flick gerade als eines der schönsten Gefühle überhaupt. Die beiden Muns laufen jetzt auf einem steinigen, schmalen Wägli, wo in die Felswand hineingeschlagen worden ist. Wer das Wägli gemacht hat, weiss man nicht. Es ist schon seit Urzeiten da. Die Steine auf dem Wägli sind ziemlich schlifferig und die beiden Muns setzen vorsichtig einen Fuß vor den anderen. Der Flick merkt, wie die Fanian hinter ihm ganz konzentriert ist und er schmunzelt ein bisschen. Er hat nämlich gewusst, dass es die Fanian schafft, auf dem Wägli zu laufen, ganz ohne Ausrutschen, und er ist sehr stolz auf sie. Weil es so ein schwieriges Wägli ist, sind da erst wenige Muns drauf gelaufen. Und so kennen nur wenige Muns auch das Geheimnis von dem Wasserfall. Das Rauschen wird immer lauter und jetzt spüren der Flick und Fanian auch, wie ihnen feine, kleine Wassertröpfchen entgegenfliegen. Die Wassertröpfchen verfangen sich in den beiden ihrem Fell und in ihren langen Wimpern. Es sieht aus, wie wenn die beiden mit kleinen, munzigen Kristallen verziert wären. Je näher sie in der Felswand vorwärts kommen, desto mehr Wasser stübt auf vom Wasserfall. Die Tröpfchen hängen in der Luft und Fanian saugt die feine, feuchte Luft genüsslich ein. Und dann stehen die beiden Muns in der Wand neben dem Wasserfall. Der Weg ist nicht fertig da, sondern macht einen Rank in den Fels hinein. Der Flick schaut Fanian an. Er lächelt und macht einen Schritt weiter auf dem Weg. Einen Schritt hinter dem Wasserfall. Bevor die Fanian dem Flick nachgeht, schaut sie am Wasserfall entlang runter und sieht, wo er endet. Sprudelnd und schaumend sammelt sich das ganze Wasser in einem weiten Becken. Das Wasser ist dort, wo der Wasserfall hineinfliesst, weiss und aufgewirbelt. Und je weiter raus an den Rand vom Beckenswasser geht, desto ruhiger und klarer ist es. Die Fanian seufzt. Und dann schauen sie einen Moment in die Weite, über die felsige Landschaft und über den Wald, wo sie drin wohnt. Sie schaut wieder zurück zum Wasserfall. Der Flick sieht sie nicht mehr. Sie lupft ihren Fuß und setzt ihn auf den Felsen hinter dem Wasserfall. Fanian schaut um. Sie steht in einer Höhle aus grauem Stein. Aber auch da ist der Stein mit dieser grünen, funkelnden Moosschicht bewachsen. Die Höhle ist nicht tief, gerade genug gross, dass sie und der Flick gut Platz drin haben. Es ist wie ein Zimmer hinter dem Wasserfall. Der Wasserfall
versiegelt den Höhleneingang wie ein flüssiger, weisser Vorhang. In der Höhle inne hat der Flick schon alles eingerichtet. Am Boden liegt ein weicher, weisser Teppich aus Wolle und die Fanian macht einen Schritt drauf und grabt ihre haarigen Zehen in weichen Stoff. Um den Teppich herum hat der Flick ganz einen Haufen Küsse gebüschelt und weiche Decken aus gemustertem Stoff. Ganz stolz schaut der Flick auf das Nest und Fanian umarmt den Flick freudig. Die beiden sitzen ab auf dem Teppich in der Höhle hinter dem Wasserfall und schauen auf den flüssigen Vorhang von Wasser, wo so dicht und glitzerig, so leicht und beweglich ist. Die beiden Munds sind sehr müde. Ihre Füße schwer und warm. Die beiden lehnen sich in die Küsse und ziehen die Decken über sich. Es ist nicht kalt, aber die Luft ist frisch und vom Wasserfall her fliegen immer noch kleine Wassertröpfchen zu ihnen über. Die Tröpfchen legen sich auf die Decke und auf ihr Gesicht, was sehr angenehm ist. Es ist schön, so zusammen da zu liegen, so verborgen von der Welt. Der Flick dreht sich auf die Seite, so dass er zum Eingang der Höhle und in den Wasserfall hineinschauen kann. Wie das Wasser fließt, ohne Anfang und ohne Ende. Er macht die Augen zu und spürt wieder das Kribbeln, das ihn schon den ganzen Tag durch begleitet hat. Er spürt, dass das Kribbeln auch wie ein Fluss ist, wie das Wasser von dem Wasserfall. Er spürt, wie es fließt, ohne Unterbruch durch seinen ganzen Körper. Vom Bauchnabel her breitet sich's aus, in seinem ganzen Bauch, die Beine durchab, bis in die Füße und in die Zehenspitzen. Er spürt den Fluss auch die Beine wieder durchfliessen, in den Bauch, in seine Brust, in die Schultern, in die Arme und in die Hände. Er spürt, wie sein Kopf erfüllt ist mit dieser Freude und wie in seinem Körper inne die Freude ihre Kreise zieht. Er schaut zu der Fanian und sieht, dass sie die Augen zu hat und ruhig vor sich anschnauft. Unter der Decke nimmt er ganz fein ihre Hand und spürt auch in ihr innen den Fluss, die Freude und Liebe. Er kuschelt sich ein bisschen näher an sie an und schläft ein, belebt von dem Geschenk, zusammen dürfen da sein, hinter dem Wasserfall im Schlummerland.
Und alles ist, wie es ist im Schlummerland. Der Flick und Fanian schlafen tief und fest. Unter ihnen und über ihnen ist alles weich und still. Nur ganzes feines und langsames Schnaufen kann man noch hören. Ein und aus. Ein und aus. Ein